Guten Tag, ihr Leid. Video fängt an mit dem Reha-Arsch. Ah, nicht schlecht. Wir sind zurück beim letzten Teil von Jesus Christ RPG Trilogy. Das ist mal ein quite a mouthful. Beim Jesus Christus Rollenspiel gedönse. So. Und wir machen jetzt hier ein neues Spiel. Ich habe da aber schon mal kurz hingezöckt. Sozusagen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Kapitel 1. Ankunft in Jerusalem. Aha. Guck mal. Ah, ja, stimmt. Wir hatten ja wissen wieder die Party, die wir vorhin waren. Ich schaue schon wieder vorhin. Die wir im Teil 1 waren. Warte mal. Können wir gleich mal gucken? Jawohl, wir sind auch schon Level C, also so den Level, wo wir alles cuttern. Wir gucken mal unser Skills da. Oh. Das heilt Lepra. Och, wir haben gar nicht mehr unser freigespieltes Skills. Das ist aber nicht so cool. Was hatten die da? Die Magiepunkte von Jesus. Die Wunderpunkte von Jesus wiederherstellen. Bringt die Gegner dazu, sein Leben zu überdenken. Und Fieswäsche ist Health Points von Mitstreiter wiederherstelle. So, das tut die ganze TP wiederherstelle. Das sind die quasi die Kampfpunkte, wenn du mit der Faustschrift glaube willst. Das verwirrt Gegner. Und der Judas Iskariot, der kann was? Das ist gut. Enemy is attacked by Roman Guards. Also der wird dann von der römischen Wache angegriffen, der Gegner. Das ist saugeil, weil du kommen ein paar schlecht drauf. Was? Der Gegner tut sich selbst umbringen, schlecht. Echt okay. Was haben wir dann? Keine Items. Status braucht man nicht. Equipment. Ah ja. Du Equipment, Key of Heaven. Ah, dann hat er ja geredet. Holy Vessel, Casual Clothes. Und ich habe, glaube ich, gar nichts. Ich brauche nichts. Ich laufe nackig rum. Okay, dann laufen wir erst mal da hin, weil da so auf die Tier, ne? Gucken wir mal, wo sind wir hier? In Jerusalem, gell? So, guten Tag. Jo, da die Joa Zeich, das Reh macht mich fertig hier. Da die Joa Zeich im Tempel verkaufen, könnte man hier genauso gut beten. Hier, will ich was kaufen? Was, ich hab keine Items mehr, keine gar nichts und nur 200. Ja, hopp, dann nehmen wir mal 2 Fisch und 2 Brot. Jetzt noch was kaufen, ne? Hopp, tschüss, war schön mit dir. Guck mal, da ist noch einer, mit dem laber ich mal. Im Tempel sind das ganze Zeug so teuer irgendwie. Da wird man am liebsten selber die Religion gründen. Also, ja. Und da läuft Maria. Hey Maria, alles klar? Komm mal her. Ich frage mich, warum Gott überhaupt Geld braucht. Irgendwie hat er keins gebraucht, als er das Universum und alles so gebaut hat. Und da ist noch einer. Alle Anlaberer. Was Jerusalem bräuchte, ist einer mit genug Energie und Charisma, um schöne, alter Aufstand anzuzetteln. Ich natürlich nicht, ne? Weil es ist nämlich Montag ist Pokernacht und meine Jungs oder sowas, die werden ziemlich beleidigt, wenn ich nicht auftauchen wird. Okay, alles klar. Was haben wir dann noch hier? Aha. Oh, da ist die Kirche, ne? Also, Tempel. Dies ist wirklich der Prophet, zitiert sie wohl oder so. Sagt die Inschrift nicht, dass Christus ein Abkömmling von Davids ist und aus Bethlehem kommt, dem Dorf, wo David gelebt hat? Ja, ich weiß nicht, sagst du das? Sag du was. So, komm mal her. Ist es richtig, im Cäsar Steuern zu zahlen oder nicht? Also sollte man halt bezahlen oder nicht? Und dann sagt halt, Jesus sagt, was fragst du mich so blöd? Gib mir mal ein Dinar, es dürfte Denarius, dürfte wohl ein Dinar sein, also das Zahlungsmittel da. Gib mir mal so ein Dinar und zeig mal her. Der Mann gibt also Jesus Münzen, wie Jesus guckt drauf und sagt, wenn sein Bild ist und das, und wenn seine Inschrift, na, die von Cäsar, ne? Also dann gibt Cäsar das, was dem Cäsar gehört, und gibt Gott das, was Gott gehört. Okay, alles klar, das machen wir dann sofort.
Da runter. Oh geil, da ist eine Quelle, da kann ich mich heilen. Nicht, dass ich bräuchte, aber nicht, dass ich mich bräuchte. Huch, wo bin ich denn hier? Oh, also Palm, die ist dort drin. Ja, okay. War das schon in Golgotha? Das ist der gruselige Bärsto, wo die Rebelle und die Diebe gekreuzigt wären. Ja, geil. Ja, gibt's schon Astreiner. Fuzzi. Wie heißt das? Nicht Fuzzi, Astreiler. Landeführer. So, jetzt habe ich. Sag gleich mal die. Wo kommt da so Äffchen? Oh, Affe. Oh, ich komme da gar nicht hin. Also nicht in der Aff. Da komme ich auch nicht hin. In den Tempel, da komme ich nicht hin. Okay, der ist für mich wohl zu. Ui, Encha. Ah ja, ich habe jetzt hier irgendwie, ja, Katzen sind aus, leider. Und haben jetzt mal so Tierbabys mal drauf gemacht. Dass wir ein bisschen was zu gucken haben. Aha, aha, aha. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Da gibt es schon mal Schwert zu kaufen. Was ist das da? Das Sadduce, Lehrer Moses, hat für uns geschrieben, dass wenn der Bruder von einem Mann stirbt und, oh ja, das kenne ich noch, und seine Frau keine Kinder hat, dann muss man die Witwe von seinem Bruder heiraten und Kinder anstelle vom Bruder machen. Jetzt sind so aber 7 Brüder. Der erste ist mit einer Frau verheiratet gewesen und ist gestorben ohne Kinder. Der zweite und dann der dritte haben dann die Witwe quasi geheiratet. Und so weiter und so fort. Die sind aber alle gestorben. Und immer noch keine Kinder da. Jetzt jedenfalls ist die Frau gestorben und auch noch keine Kinder da. Wenn sie dann wieder auferstehen, wessen Weib will die Frau dann sein? Weil die hat ja alles 7 geheiratet. Hey, das ist gar nicht mal so dumm, die Frage, ne? Dann hatte Jesus halt so. The people of this age, also in dem Zeitalter, also die Leute hier zur Zeit, in dem Zeitalter gedönse so, die heiraten. Ja, die Leute, wo die heiraten halt. Hey, ich schnall den Satz gerade nicht. Aber ist doch scheißegal. Are given in marriage. In this age and marry are given in marriage. Okay. Ja, der wo heiratet, ist verheiratet, ne? Ja. Die sich als würdig erwiesen haben, wieder aufzuerstehen, da am ersten Tag, tralala, was weiß ich, wie das so heißt, von der Tote. Die sind nicht verheiratet und auch nicht in einer Ehe. Ah, okay. Außerdem können sie auch nämlich sterben, weil sie irgendwie engelsgleich sind und Söhne Gottes. Alter, was labert ihr doch für eine Scheiße? Ah. Ja, mach mal hin. Ja, okay, pass auf, ich fasse das jetzt mal zusammen. Der Jesus ist nämlich eine alte Plaudertasche, der labert da irgendein Müll am Stück, statt einfach mal zu sagen, was Sache ist. Pass auf, Ehre auf mich. Ich, euer Lehrer, verkünde euch. Wenn das halt so ist, wie der Typ sagt, dass die Frau 7-mal verheiratet war mit alle Brüder oder sowas und wenn die dann irgendwann sterben und wieder auferstehen am jüngsten Tag, wessen Frau ist die dann? Die ist gar keine seine Frau. So, hör mal zu. Okay, die sind nämlich nie verheiratet. Wenn man nämlich gestorben ist, ist die Ehe nämlich damit beendet. So, alle unverheiratet, dann können sie sich wieder aussuchen, was sie wollen. So, war das jetzt so schwer, Jesus? Nimm doch mal ein Beispiel an mir. Ich bin hier der Übersetzer. Ich bin quasi, wie hieß der Bruder war das der Moses oder was? Moment, der wurde verkauft worden ist an Ägypten mit einer Plage und sowas da, war doch der Moses, oder? Der hat doch einen Bruder gehabt, der hat der Isaac geheißen oder war das Abraham oder Aaron mit Doppel-A oder sowas. Ach, keine Ahnung. Auf alle Fälle hat der Moses doch, glaube ich, nicht gescheit Verzähle gekannt. Ja, der war nicht so der große Redner, dann hat er gesagt, hier Bruder, mach du das. Ich sag da, was ich will und du sagst das dann so, dass ich es verstehe. Hey, cool. Sowas bin ich. Weißt du, so. Jetzt hat er den trinkenden Löwe auf den Arsch gehauen. Das ist der Christ. Der Heiland, sozusagen. Nein, denn der Christ kommt nicht aus Galiläa, oder? Was ist denn das für ein Scheiß? Es fühlt sich hier an als... Naja, komm, wir gehen jetzt erstmal da hin. So. Was haben wir dann hier? Oh, ein Ömer, ein Ömer.
Ah, bist du herkommen, um die Geringverdiener da hinten zu betrachten? Wer sind da im Knast und warum sind die im Knast? Hallöchen, komm mal her, du. Komm mal her, du. Es geht nicht, warum sind die da im Knast? Okay. Dann gehen wir mal wieder. Dann die mich nicht in den Knast lassen. Da ist ein Schwert drauf. Ich hab gemeint, du kennst jetzt ein Schwert kaufen. Ja, Arschgeleckt, nix kannst du kaufen. So, wo bin ich denn jetzt? Jesus, nee. Ist das eine große Stadt hier? Der Stadtteil da ist ein bisschen spuckig, ein bisschen gruselig, weil ein Haufen Leute ausgezogen sind. Ich spiele halt da, weil ich hier lesen kann. Okay, das ist gruselig. Alter, das ist gruselig. Jesus. Ein Haufen Leute gestoppt. Was geht mit euch alle ab? Ah, das ist eine Menschenmasse. Der Mann sagt, hier, Lehrer. Ach ja, das doch. Diese Frau ist eine Hure. Nach dem Gesetz Moses ist wohl bestimmt worden, dass man die jetzt steinigen dürfe. Was sagst du dazu? Jesus sagt halt, der von euch ohne Sünde ist, möge den ersten Stein werfen. Hier, ich geb dir einen Stein. Voll die Animation hier. Und, Fra, es geht ab. Wollen sie dich doch nicht steinigen hier? Nee, keiner will mich steinigen, Chef. Ja, dann werde ich dich auch nicht verurteilen. Allah, geh fort und du nimm mich sündige. Okay, geh Maria. Danke, bitte. Alles klar, okay. Und da ist ein Steh, da ist ein Friedhof und da ist ein Steh. Hupala. Ich hab so das Gefühl hier, ist das Golgotha oder was? Oder so viel Kreuz sind? Das kann doch gar nicht sein, oder? Das war doch irgendwie... War das eine 3 beige? Okay, ja, sind wir da auch mal gewesen, ne? Gehen wir halt mal zurück und gucken, was abgeht. Ich hab so das Gefühl, dass das Video da ziemlich kurz ist, wo ich da laufen hab. Mit dem Fixelchen da. Mit dir. Ach, du schon wieder. Ja, habe ich gut gesprochen. Ja, ich habe gut gesprochen. So, guck mal her. Ich will da noch ein bisschen die Lowlifes da angucken. Einige Geringverdiener, alles klar. Soll ich euch mal bezaubern? Nee. Plug safe, ey. Ja, wo geht's denn hier weiter? Okay, gehen wir halt mal da nuff. Kann ich jetzt in den Tempel hingehen oder was? Ah, geh doch da nuff. So, dann gehen wir jetzt mal. Ah, guck da, der Tempel ist auf. Jetzt gehen wir mal da noch der Rechte gucken. Okay, da wäre Nazi-Party drin. Haha. Jesus Christus. Es steht nirgends geschrieben, achso, es steht nirgends geschrieben, sondern steht nicht geschrieben, mein Haus ist ein Haus der Gebete für alle Nationen, also wo jeder hingehen kann, beten, jede Nationalität. Aber du hast sie in eine Höhle, in eine Räuberhöhle verwandelt. Wer dann? Hier sehen aus wie Hooligans. Plug safe, oh geil. So, Kaufmann taucht auf. So, jetzt hauen wir ihn auf die Map. Pass auf. Ja, Exorzisten bringt, glaube ich, nicht viel bei dem. Egal. Jetzt gucken wir mal, was der da kann. Was machst du? Die Mary greift einfach nur A. Der Simon kann er einfach nur angreifen. Und der Judas, was kann der eigentlich machen? Der macht sein geiler Kuss. Zack. Blub, 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 blub. Alle drauf und weg ist er. 111 XP. Jawohl. Einer weg. Was ist mit dem da? Ist das ein Händler oder warum geht der? Achso, das ist ein Händler, der ist so verkaufen. Ich habe gehört, du kannst Essen multiplizieren. Also vermehren. Hast du was dagegen, bei mir anzufangen oder sowas? Kannst du mal einen Haufen Geld sparen für Zutaten und sowas? Achso, bei ihm in der Kantine quasi könnte ich anfangen. Ne? Okay, dann töte ich dich. Ja, okay, dann töte mich halt. Du Affezippel. Okay, da ist so... So, jetzt pass auf. Ich bin ja Jesus, ich kann ja nur Wunder wirken. Die Mary... Die kann, sei MP sind aber schon oben, ne? Kann auch nicht viel. Die haut jetzt einfach auch normal drauf. Der Simon mit seinem Megatalent. Der tut eine Gegner verwirren.
Ja, und du haust auch einfach ganz normal drauf. Ich hab da jetzt keinen Bock drauf zu zaubern. So, zack, zack, zack. Ordentlich drauf gebatscht. Und weg sind sie. So. Hier gibt's kein Level-Up oder was? Zeig mal her, wie sieht's dann aus? Status. Uiuiuiui, du musst dich aber noch ordentlich hochleveln. Was ist denn mit dir? Hey, Typ! Mann, das kaputt machst, Karsches. Okay. Ein verrückter Kapitalist? Ja, dann. Also, ja, ist so gut. Alle anderen greifen einfach A. Zack, zack, zack. Zack. Und weg ist er. So, jetzt haben wir mal hier ordentlich gesäubert. Jetzt klaue ich mal nur die ganze Waffe. Nicht? Okay. Plug safe, so geile Waffen. Wieso kann ich mir die nicht einfach klauen? Oder hinten ist irgendwie so Rabbi oder sowas. Hier, pass auf, acht. Englische Witze, schlecht übersetzt. Paare. Okay. Ich hab die jetzt schon versaut. Lass mal obacht. Mulla, okay, der ist zumindest einer, wo blätt. Mulla, Paare und ein Haas gehen in eine Bar. Sagt der Haas. Ich glaube, ich habe einen Schreibfehler. So, das war's auch schon. So, ja, verzähl mal irgendwie kein Scheiß von deinem blöde Religionsgedönse. Das ist kein Tempel, das ist ein Einkaufszentrum. Und wenn du kein Kunde bist, musst du sterben. Ja klar, so macht man das. Okay. Dann kämpfen wir. Der tut wieder Wunder wirken, der Recht haut wieder einfach drauf. So. Bam. So. Da wird jetzt einfach kurzer Prozess gemacht hier. Ich gucke mal, ob ich da was lesen kann. Ja, habe ich aber schon geguckt, ne? Wo ist auch noch einer? Was habe ich wieder gesagt? Solo? Ah ja, stirb du Kapitalist. Ich meine Kommunist. Stirb du Kommunist. Okay, der verrückte Kapitalist ist wieder da, oder was weiß ich schwer. Alles klar. Der Recht haut wieder einfach drauf. So. Jetzt gibt's ordentlich Glatsch hier. So, okay. Ja, wann die mal hier jetzt aber... Oh, Speicher. Wann die mal jetzt hier aber überhaupt keine Chance lassen, irgendwie aufzuleveln, welche? Das ist auch irgendwie kacke. So. Alles klar. Kajafas. Red mal mit meinem, wie heißt das? Father-in-law, wie heißt es dann? Schwiegervater. So. Also Jesus Christus sagt, zerstöre den Tempel in 3 Tagen und ich werde auferstehen. Wieder auferstehen. Dann sagt der Ananas heißt er. Der Tempel wird jetzt schon 46 Jahre gebaut. Und du willst also an dem Tempel wird jetzt schon in 46 Jahre lang rumgebaut. Und du willst in 3 da komplett fertig bauen? Okay. Der Ananas und der Kajafas sind da. Okay, ich glaube, diesmal müssen wir richtig was schaffen, oder? Zuerst mal auf der Alte, oder? Zuerst mal auf der Alte draufhauen, auf der Anas. Einfach, weil wir es kennen. Alles auf Anas. Alles auf der Anas. Ey! Okay. Exorzismus am Anas. Die Maria, die tut wiederherstelle. Der Simon verwirrt Dennedo. Und du machst. Ich hab das funktioniert. Guck, wir probieren es mal aus, oder? Dennedo. So. Tja, das lief ja nicht so gut, ne? Okay. Dann, das dachte ich mir nämlich, dass die One-Hit-Kills, dass die nicht bei größeren Gegner funktionieren. Dann würde ich natürlich mal sagen, ihr Leid, ihr Kinder, mir tun wieder ein Wunder wirken, aber wir gehen auf
den, der dauernd heilt, ne? Den machen wir zuerst platt. Sind ja keine kleine Dumme. So, Magiekuchen-Punkt brauchst du nicht. Das ist wieder für alle. Der hier verwirrt den. Ne, der verwirrt jetzt deine Annas. Und du machst jetzt deine geile Todeskusto auf der Caipirinha, do. So. 1500 Punkte geheilt. Was geht denn ab, Wäsche? Hey, also das geht jetzt irgendwie stundenlang, sehe ich das so richtig, ne? So. Und der macht jetzt so wieder. Jetzt am Schluss werden sie wieder geheilt, weißt du? Ey, was ist denn das für eine Scheiße hier? Ah. Ach komm, es geht mir jetzt auf den Sack hier, da. Zack, 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 alle drauf. Oh, ich hab doch keinen Bock mehr. Haha, den hat er wohl platt gemacht, ey. Han jo aber keine Items und nix, ey. Alter Schwede, abkomm. Wir haben keine Items und nix, ist mir jetzt scheißegal. Ich glaube euch alle Platz, mir doch egal, so. Ja, hopp. Es ist mir ehrlich gesagt jetzt mal gerade scheißegal, mal wieder. Eigentlich hoffe ich jetzt drauf, dass die uns mal jetzt schön fertig machen. Ja, weil, ey, was ist denn das da für eine Scheiße hier? Ja, ich weiß, dass das Game Over ist. So, das habe ich jetzt gebraucht. Da waren wir, gell? Ja. So, wir sind noch in dem verkackischen Tempel da. Okay. Zuallererst mal gehen wir nach Hause und holen uns ein paar Eier. Haben wir überhaupt noch Geld? Items. Was weiß dann ich, ob wir Geld haben oder nicht? So, wo sind wir dann? Ah ja, da Ive. So, wir kaufen uns jetzt bei dem Fuzzi ein paar Eier, damit wir eventuell einer wiederbeleben können. Und dann überlegen wir uns eine gescheite Taktik. Zusammen. Ja, machen wir hin. Guck mal, ich habe 150 so Eier. Und zwar 3 Stück holen wir uns. Alles klar. So. Dann müssen wir mal gucken, wie wir dem Rabido ins auf den Schnabel geben. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ist ja hoch. Ich renne hier da im Kreis, ne? Okay. So, wieder neu. So. Immer neu. Damit gibt's aber nichts irgendwie zu finden oder sowas. Weißt du, wo du so sagen kannst, oh geil, da. Nimm da irgendwie da sowas. Nö, du hast halt genau das, was du halt gekriegt hast. Was du vorher gefunden hast. Das ist so. Fängt halt schon mal ziemlich heavy an hier. So. Das Problem ist halt, dass wir 3 Leute sind, ne? So, ja, hopp. Auf. Rufende Wetter. Ich würde halt sagen, immer noch sagen, wir kloppen zuerst dann rechts. So. Die Maria, die kloppt dann rechts. Der Simon Peter kloppt dann rechts. Und du holst die Römer und kloppst dann rechts.
Das ist ausgewischt. Okay. Wir haben jetzt ungefähr 400 Schade pro Person gemacht. Habe ich jetzt mal geguckt, so 300 irgendwas so. Weißt du? So. Ja, okay. Angriff auf Benedetto. Moment. Maria, was laberst du? Du musst doch heilen. Simon. Der konfusioniert die Leid. Und zwar zuerst Benedetto. Und der Judy. Der Judas. Der klopft jetzt irgendeinem Anruf. Das sagt mir doch egal. Ja. So, So. Okay, die sind gerade nicht geheilt worden, hast mitgekriegt. Weil der nämlich verwirrt ist. Das ist so mein Plan. Hätte man natürlich schlauerweise dem Ende noch in die drauf auf die Map hauen können. Naja. So, dann machen wir das jetzt gleich. Die Maria tut wieder hier die Leitwäsche. Der Simi tut jetzt Benedetto verwirren, dass der vielleicht nicht trifft. Und der Judas, der macht hier sein Römerkuss. Shit, der ist wieder fit. Der ist wieder fit. Was Obacht, okay. Das war ja falsch. Du sollst das Ding auf Benedetto machen. Ne? Die Maria, die braucht nicht zu heilen. Die greift an, und zwar Benedetto. Der Peter wiederum, der tut wieder sein Verwirrungsgedödel machen. Oder? Oder soll man einfach mal draufkloppen lassen erstmal? Ne, er macht sein Verwirrungsgedödel. Und der da macht bei Römer geknutscht auf deine Anna. Jetzt ist er. Wie kann dann. Achso, der Kaipa ist fit. Okay, alles klar. So, jetzt hauen wir alle, so gut es geht, im Kaipi auf die Map. Und die Maria die haut im Kaipi auf die Map. Und Simon sei Peter haut im Kaipi auf die Map. Und der Judas, der lässt auf die Map hauen, aber im Kaipi. Jawohl, der ist schon mal weg. Sehr gut, sehr gut. Haben wir gut hingekriegt, gell? So. Ja, jetzt kannst du ruhig ein bisschen draufhauen. Hey, der Judas, der ist voll gut im Ausweichen, ne? Okay, alles klar. Jetzt haben wir dich. Richtel, jetzt haben wir dich. Du tust heile. Der Simi greift mit an. Nee, der Simi tut verzaubere. So. Und der da macht sein Römergeknutsche da. Ja, guck mal, schön hochgeheilt wäre. Und jetzt mit ein bisschen Klick trefft er uns gar nicht. Hahaha. Und jetzt alle auf Brille. Zack, aufs Maul. Bam. So muss das sein. Da haue sogar die Maribus ab, oder wie die Dinger heißen. Jesus Christus jetzt Level 11. Jawohl, wir sind alle Level 11. Alter Schwede, also waren die Kämpfe hier, die haben jetzt aber doch schon, dass du gleich am Anfang, das war schon Kapitel 1, okay, Kapitel 2. Die letzte das letzte Abendmahl halt. Also später hatte Jesus seine Jünglinge, Jünglinge, hießen die? Die hießen nicht Jünglinge. Zöglinge, wie hießen die? Jesus und sei. Ach, die 12
Wie hießen denn die? Ach, die 12 Putzis, die wo man halt noch gelatscht sind, hat er halt zusammengerufen und gesagt, hier, lass uns mal zusammen essen. Jedenfalls hat er halt gesagt, hier, Simi, du wirst mich dreimal verleugnen. Bis der Hahn geschrien hat oder so, irgendwie hieß es doch. Und der Judas, der wird mich hintergehen.